Yes, so gut. Vielen Dank, Manuel. Come on. Danke vielmals. Danke vielmals. Wie er schon gesagt hat, wir sind in dieser Serie. Sorry, Pinata. Wir sind in der Serie Real Relationship, wo es um Beziehungen geht und auch Gottes Vision für das. Und letzte Woche haben die Maike und der Dani bereits über das Thema Dating geschwätzt. Eine herausfordernde Predigt haben sie gehabt. Und wir zwei, wir dürfen heute über das Thema Streit und Konflikt schwätzen. Ein sehr beliebtes Thema. He? Und wir haben für das genug früh dran sein. Wir haben 2 kleine Kids und dann kannst du die Zeit einfach zu zweit haben, wenn sie entweder Mittagsschlaf machen oder wenn sie am Oben schlafen. Und dann haben wir vorletzten Samstag haben wir uns Zeit reserviert über den Mittag, dass wir an dieser Predigt arbeiten. Und dann sind wir am Morgen raus, weil die Kinder wirklich schlecht drauf waren. Und dann musst du als Eltern einfach nur noch rausgehen. Fast das Einzige, was dann noch etwas bringt. Und dann sind wir so spazieren. Mats hat noch ein paar Telefone machen. Und dann lustigerweise haben wir uns während dem Spaziergang verstritten. Und am Schluss ist es so herausgekommen, dass der Mittag dann gekommen ist. Oder? Wir sind immer noch verstritten gewesen. Und dann haben wir eigentlich die Mittagszeit gebraucht, und wir wollten eine Predigt vorbereiten über Streit und Konflikt. Haben wir dann gebraucht, dass wir unseren Streit zuerst einmal lösen. Und wir haben dann wirklich keine Zeit mehr für die Predigt, aber wir haben unseren Streit lösen. Also, hilft ja auch für die Predigt, oder? Gerade angewendet. Ja. Genau, gerade angewendet. Und wie ihr merkt, wir sind voll in diesem Thema drin. Wir sind auch überhaupt kein Spezialist in diesem Thema. Und ich weiss nicht, wer von euch vielleicht schon unsere Verlobungsgeschichte kennt. Der Matthias liebt die zu erzählen, darum erzählt er die jetzt auch gerade nochmal. Oder besser gesagt, wie man sie fast aufgelöst hat. Ja genau, wir sind einmal verlobt gewesen, weil wir geheiratet sind und das hat man fast abgebrochen, weil wir haben an einem ICF-Verlobungskurs teilgenommen. wir haben in diesem Kurs, oder ja das ist ein Kurs, genau, haben wir so ein Teil von dem Kurs ist, wir mussten einen Online-Fragebogen ausfüllen. Das ist eine Stunde gegangen, separat jeweils, und dann ist das eingeschickt worden von Amerika und dann hat das Team, ich weiß auch nicht, das kostet sogar Geld, in Amerika zurückgeschrieben nach ein paar Wochen mit dem Resultat, und um uns zu zeigen, wie kompatibel wir miteinander sind. Oder? Dann hat es verschiedene Bereiche gegeben in der Beziehung, Bereich Finanzen, wie man sich das vorstellt, Kindererziehung, Rollenverständnis, was man für Rucksäcke mit Konflikt, Kommunikation und so weiter, sind etwa 10 Bereiche gewesen. Und das war in einem Balkendiagramm dargestellt gewesen, oder? Also visuell, oder? Und wir sind in allen Bereichen top gewesen. Wirklich top, außer in 2. Kommunikation und Konfliktlösung sind wir mega schlecht gewesen, oder? Und ich weiss noch, in diesem Gespräch dort, mit dem Kursleiter, ein paar Wochen später, hat uns das dann präsentiert. Ich habe eine Krise bekommen, oder? Und ich habe gemerkt, bei der Marisa gehen auch die Wände auf und so. Und ich sage, nein, ey, ich kann die Frau nicht heiraten. Ich habe wirklich gedacht, weißt du, genau, ich habe wirklich gedacht, nein. Also weißt du, wenn du jetzt ein Problem hast im Rollenverständnis oder im Thema Finanzen oder so, ist ja easy, dann kannst du darüber reden, oder? Aber was machst du, wie kannst du darüber reden, wenn du nicht reden kannst, oder? Und ich weiss noch, wir sind dort rausgelaufen und ich dachte, ich muss meine Verlobungsparty, Überraschungsverlobungsparty auflösen, die ich am nächsten Samstag geplant habe. Und dann sind wir dort raus und haben darüber angefangen zu reden, dass wir nicht reden miteinander. Wir haben angefangen zu streiten, dass wir nicht streiten können, oder? Vorstellen, Katastrophe. Marisa ist abgehauen aufs Tramli. Ich bin dort stehen geblieben und habe gedacht, jetzt ist fertig, oder? Zum Glück. Also ich kann ins Fitness gehen, man muss sagen, ich habe dort noch Fitnessunterricht, ich habe einen nächsten Termin gehabt. Ja, und ich habe gedacht, sorry, es gibt jetzt nichts Wichtiges als unsere Beziehung. Jetzt musst du nicht ins Fitness gehen, das kann man nicht einfach abhauen, oder? Genau, so sind wir drauf gewesen. Und dann haben wir zum Glück noch den Ralf getroffen. Also ich habe den Ralf getroffen und er hat dann gesagt, mein Bruder Matthias, entspann dich und so. Und ich bin froh, ich habe die Verlobungsparty nicht aufgelöst und wir sind heute verheiratet, glücklich verheiratet. Es ist so gut, ich bin Ralf und Gott so dankbar. Weil heute
Genau, in dieser Reihenfolge. Weil es ist wirklich, wir haben wirklich einiges dazu gelernt. Oder? Wir streiten eigentlich heute fast nicht mehr. Wir reden auch fast nicht mehr miteinander. Das ist wirklich gut. Genau. Nein. Also, Spaß beiseite. Wir sind glücklich verheiratet. 2 Kinder sind auf der Welt. 1 ist in Produktion. Und genau, ich bin froh. Das ist schön, ja. Ich auch, ja. Übrigens. Genau, wir dürfen wirklich sagen, wir sind eben in diesem Prozess noch drinnen. Wir schwätzen noch miteinander, darum streiten wir ja auch. Und wir haben einiges wirklich lernen in diesen paar Jahren und wir sind immer noch am Lernen. Und das Geniale war, als wir die Predigt vorbereitet haben, da haben wir wirklich etwas entdecken in der Bibel, wo uns einfach die Augen geöffnet hat für das, was Gott kann tun in Konflikt. Und einfach die Lösung, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass das jeder, egal in was für Art von Beziehungen, mit denen sie, ob Kollegschaft, ob Ehe, ob Partnerschaft oder sonst im Geschäft, wo uns wirklich können helfen, mit Konflikt richtig umzugehen. Und ich freue mich mega, dass wir euch das heute am Abend weitergeben dürfen. Aber zuerst wollen wir mal schnell anschauen, hey, was ist denn überhaupt ein Konflikt? Oder wie führt es zu einem Konflikt? Und das ist, wenn 2 Menschen zusammenkommen, egal wo, eben ob in der Ehe, jetzt bei uns oder in der Partnerschaft, im Geschäft, irgendwo. Und jede Person, die bringt so einen Rucksack mit. Einen Rucksack voller Interessen, Wünsche, Erwartungen, voller Ziele, Bedürfnisse und Wertvorstellungen. Und das sind all die Sachen, die dann aufeinander prallen, wenn 2 Leute zusammenkommen. Und bei uns ist jetzt das zum Beispiel im Thema Finanzen. Das ist ja ein mega grosses Thema. Dort ist es mir persönlich immer sehr wichtig gewesen, hey, dass man nicht einfach so, ja, wir geben mal das Geld aus und wir schauen dann schon Ende Monat, wie es dann aussieht und wo wir das Geld noch angeben können. Sondern für mich ist es immer wichtig gewesen, hey, das möchte ich budgetiert haben. Ich möchte meine Prioritäten auch setzen mit meinen Finanzen. Oder zum Beispiel auch Hilfsbereitschaft. Es gibt ja die verschiedenen Liebesspruch. Und Hilfsbereitschaft ist wirklich so mein Favorit-Liebesspruch Nummer 1. Und das tut sich auch in meinen Freundschaften zu meinen Kollegen oder zu meinen Kolleginnen auswirken. Aber auch in der Ehe, dass ich einfach erwarte oder ich wünsche mir, dass man einfach hilft, dass man erkennt, hey, doch, schau mal, der Abfall ist voll. Wenn er voll ist, darf man leeren. Oder wenn man merkt, hey, es hängt jetzt kein Tüchlein im Badzimmer, weil es gerade gewaschen worden ist, dass man es aufhängen darf. Und versteh mich nicht falsch. Der Matthias ist ein super Mann. Und auch in dem... Nein, ich bin jetzt gerade am Auflösen. Noch nicht. Nein, versteh mich nicht falsch. Er macht das so gut. Ich darf es ihm einfach sagen und er macht es wirklich. Also ich bin mega froh, ich kann sagen, hey, mach den Abfall oder so. Aber ich bin mit dieser Vorstellung gekommen, ich muss nichts sagen. Es wird einfach gemacht, oder? Die gleiche Einstellung ein bisschen wie ich. Oder auch in Freundschaften, wo ich einfach erwarte, dass vielleicht, wenn es mir schlecht geht, dass ich mir wünsche, dass eine Freundin dann das merkt oder dann ist und dann kommt und mir hilft oder mir zulässt. Es ist einfach kommunizieren, Marisa. Man muss einfach kommunizieren, nicht genau. Nicht einfach erwarten, sondern schon reden. Oder zum Beispiel Thema Ordnung ist für mich auch mega wichtig. Das ist, ich fühle mich so nicht wohl, wenn die Wohnung so einfach tagelang unordentlich ist. Dann muss für mich so eine richtige Wohnungsputz durchgemacht werden, dass ich einfach wieder gemütlich, dass ich genießen und mich erholen kann. Oder zum Beispiel eben Bereich Kommunikation. Genau, ich tue zum Beispiel für mich, ich muss nicht alles mega genau ausdiskutieren. Ich dachte mir, ja, das ist jetzt gut, komm, das ist abgeschlossen, das ist gut so für mich. Und dann gibt es andere Leute, was sehr gut ist, ich habe mega viel von dem lernen und profitieren. Amen. Und wo wirklich alles möchte ausdiskutieren, bis man sich verstanden fühlt, bis man sich in kleinen Zeichen verstanden fühlt, dass wirklich alles von oben bis unten, und das geht dann auch lang, oder? Und
Hey, das ist mega gut, das haben wir wirklich gelernt, aber kommunizieren, weil Matthias hat es vorher nicht erzählt, bei unserer Verlobungsgeschichte, wir haben gestritten, also wir haben eigentlich gar nicht gestritten, der Matthias hat geschwätzt und ich habe geschwiegen, oder? Wir sind so zum Drämmli gelaufen. Und da haben wir uns finden, oder? Und es ist wirklich so, es gibt ja noch so viele andere Bereiche, Hobby, Karriere, Familie, was auch immer, wo zusammentrifft. Und in einem Paarbereich, da stimmt es überein, zum Beispiel auch bei den Finanzen oder so, da haben wir jetzt überhaupt kein Problem, dass wir dort nicht gleicher Sicht sind. Und das ist auch gut, es braucht auch Sachen, die übereinstimmen. Und dann bei ein paar Differenzen, die kann man lösen. Ein paar muss man auch aushalten, oder kann man aushalten, besser gesagt. Und andere Konflikte, die führen zum Streit. Und diese Konflikte, die lösen ja so viele Emotionen in uns aus. Schau, man fühlt sich missverstanden, man fühlt sich nicht geliebt, man wird verletzt, man fühlt sich verletzt, man möchte sich einfach nur noch zurückziehen, man fühlt sich vielleicht einsam oder allein im Stich gelassen. Man wird hässig, traurig. Und schau, oft bringen uns die Emotionen dazu, in die Position, dass wir gar nicht mehr ein klares Bild von diesem Konflikt haben können. Dass wir überhaupt keine Sicht mehr haben für irgendwelche Objektivität. Und das verschwimmt, weil alles so von uns einprasselt, all die Emotionen, dass wir nicht mehr klar sehen können, oder? Und wir verschließen uns, ja, wir werden wirklich blind. Und dann haben wir all die Emotionen in unserer Hand. All das, was uns hässig und einfach enttäuscht macht. Und dann nerven wir und sagen, hey, nein, sorry, hey. Wie hätte schon wieder nicht den Affe rausbringen können? Das geht es doch einfach nicht so. Ich bin so hässlich, wie ihr das sagen können. Wie hätte nur können mich dort im Stich lassen? Das geht gar nicht. Hey, immer muss ich alles allein machen. Das nervt so fest. Stopp. Ist gut. Jetzt ist die grosse Frage, wenn man so Emotionen hat, oder, und blind ist von denen und hässig ist, wo schlägt man jetzt an? Das ist die Frage, oder? Wo schlägt man jetzt an? Entweder du schlägst auf einen Partner, oder? Genau. Aua, danke. Heute Morgen hat sie mich richtig geschlagen im Fall. Ist gut. Okay. Oder der Partner schlägt zurück. Genau. Wo bin ich gesehen? Jetzt hast du mich aus dem Ding gebracht. Genau, du hast mehrere Optionen. Entweder du schlägst auf einen Partner, oder du lässt deinen Frust, deine Wut, deine Enttäuschungen und deine Resignation vielleicht sogar aus und deponierst beim Partner. Gewisse machen das lauter, gewisse machen das leislicher. Oder du kannst auch leislich und, sag jetzt mal, unscheinbarer deinem Partner weh machen, durch Schweigen, oder durch beleidigt sein, durch Weglaufen zum Beispiel. Oder du kannst das so auf den Partner ab, oder du lässt es auf dich selber ab, oder du geißelst dich wie selber, oder du frissest das Zeug und deine Wünsche und deine Emotionen und deine Erwartungen in dich rein und deinen Frust und du fängst an Bitterkeit entwickeln in deinem Herz und du fängst an, dich auseinanderzuleben. Vielleicht flüchtest du dich in die Arbeit, dass du möglichst viele Stunden schaffst und dich mega involvieren, weil du einfach so kannst deine Zeit minimieren, die du mit deinem Partner hast, oder? Und im schlimmsten Fall wird das zu einem Schlagabtausch, aggressiv, lautleislich und es wird so ein Gegeneinander und im schlimmsten Fall geht die Beziehung dann auseinander oder man trennt sich. Und der Stab und die Augenbinde, oder? Und das Teil hier, das nennt sich Piñata, das ist ein Spiel, das aus Südamerika kommt. Das ist ein Spiel, das an Geburtstagsfest verwendet wird, mit kleinen Kindern. Oder? Du hast deine Augenbinde da, dann muss das Kind draufschlagen, alle lachen und so. Und da ist Süßigkeiten drin und es geht darum, das kaputt zu machen und dass die Süßigkeiten rauskommen. Es ist ein Spiel, das gemacht ist für viel Freude. Oder? Dass Kinder an einem Geburtstag viel Freude erleben dürfen. Wenn du mal auf YouTube gehst und eingibst Piñata-Fails, dann wirst du sehen, dass mega viele von diesen Kindern, die Augenbinde haben, aus Versehen daneben schlagen, jemanden treffen nebendran, sich selber schlagen. Der Jannik hat ein Video rausgesucht und wir spielen das jetzt ab von YouTube.
Ja, genau. Ich sehe, das Spiel, das zur Freude geschaffen wurde, wird destruktiv, oder? Und in Beziehungen, Ehen, Partnerschaften, auch Freundschaften, wo immer, das sind Sachen, die sind eigentlich geschaffen für uns, oder? Gott hat Beziehungen geschaffen für unsere Freude. Wir sind als Menschen für Beziehungen geschaffen. Es hat so viel Sagen drin sein, aber oft werden Beziehungen destruktiv. Und jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Das ist ganz einfach. Die Lösung ist, dass du deine Augenbinde abnimmst, dass du sehend wirst. Und wenn du am Daten bist, Maike und Dani haben das letzten Sonntag schon angesprochen, wenn du am Daten bist, dann hast du die Möglichkeit zu überprüfen, passen die Kategorien zusammen, sind wir kompatibel? Und wenn jede von diesen Kategorien nicht übereinstimmt, ist vielleicht weise, um es nochmal zu überlegen, oder? Aber wenn du in einer Beziehung bist, oder, und man ist verheiratet, dann ist die Frage, wie gehst du jetzt mit diesen Differenzen, diesen Erwartungen und so weiter um? Und die Bibel hat einiges zu sagen zum Thema Konflikt. Wirklich viele Verse in der ganzen Bibel reden über Konflikt und Streit. Und wir haben uns überlegt, welche Stellen wir genau anschauen wollen. Und Jesus hat viel über Konflikt gesagt. Reden wir tun heute nicht Jesus zitieren, diesbezüglich. Der Paulus hat viel über das gesagt, das tun wir auch nicht zitieren, weil die sind beide nicht verheiratet gewesen. Und ich möchte nicht, dass du sagst, die haben doch keine Ahnung, sie sind nicht verheiratet gewesen, die wissen nicht, von was sie reden. Darum zitieren wir heute den Petrus, weil der Petrus ist auch einer der Jünger von Jesus und ist verheiratet gewesen, der hat eine Frau gehabt. Das heisst, der kommt aus der Materie, ist gut? Also, der weiß, von was er redet. 1. Petrus 3, 8 bis 11. Er redet im Kontext von Ehen, aber auch von Beziehungen und Gemeinde und so weiter. 1. Petrus 3, 8 bis 11. Seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit, seid demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Im Gegenteil, segnet, denn ihr seid dazu berufen, ein Segen zu erben. Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, jetzt musst du zuhören, wenn du das Leben willst lieben und gute Tage willst erleben in der Zukunft, dann halte deine Zunge im Zaum, fern vom Bösen und seine Lippen, dass sie nichts Heimtückisches sagen. Ergehe aber dem Bösen aus dem Weg und tue Gutes, ersuche Frieden und jage ihm nach, oder? Was wir hier lesen, ist mega einleuchtend, oder? Das macht mega Sinn. Es ist absolut offensichtlich, oder? Wenn wir das alles wieder umsetzen, was hier steht, würden wir nicht mehr streiten. Wir hätten vielleicht noch Konflikt und Spannung, aber wir würden die mega schnell lösen, oder? Wir sollen unsere Zunge im Zaum halten. Wir sollen kontrollieren, was aus unserem Maul rauskommt, wie wir schwätzen. Weil wir wissen, es können schlimme Verletzungen entstehen durch das, was wir sagen, oder? Wir wissen das. Wir wissen, dass wir Mitgefühl sollen haben, empathisch sollen sein, dass wir probieren müssen, den anderen zu verstehen. Das ist absolut entscheidend, oder? Barmherzigkeit. Dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern wissen, wie wir barmherzig sein sollen. Dass wir vergeben sollen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir Vergebung annehmen. Das sind Sachen, die wir lernen müssen. Das ist keine Frage und sind absolut entscheidend. Wir sollen demütig sein. Halleluja, demütig sein. Und uns unterordnen am Partner. Der Mann, der Frau und die Frau und Mann. Das ist das, was die Bibel sagt, oder? Die Wünsche vom anderen höher achten als die eigenen. Das macht komplett Sinn. Wenn immer beide in einer Beziehung den Weg von der Demut würden wählen, wenn das immer beide würden machen, dann wäre das so easy. Wenn beide würden immer zuerst nachgeben in einem Streit. Weißt du? Wenn es nicht einstig ist, sondern beide. Wenn immer beide zuerst probieren, den anderen zu verstehen, bevor sie verstanden werden. Wenn immer beide zuerst den ersten Schritt machen, um Vergebung zu bitten, oder? Wäre es mega easy. Und wir wissen, dass das funktioniert, weil wenn du in einem Streit gewinnst, wenn du siegreich in einem Konflikt rauskommst, fühlst du dich vielleicht besser, du hast vielleicht gewonnen, aber das Meer hat verloren, oder? Es bringt uns nichts, es bringt in unserer Beziehung nichts. Wenn ich gewinne, wenn ich die Oberhand habe, haben unsere Beziehung verloren.
Aber heisst das jetzt wirklich, dass man einfach zu allem soll Ja und Amen sagen, dass man nicht mehr seine Meinung darf sagen, dass man Unrecht einfach muss tolerieren und dass man muss alles in Liebe ertragen muss? Oder dass man jetzt sich muss unterordnen und dass man muss demütig sein muss? Ich meine, sind wir mal ehrlich, es klingt ja nicht so, als wäre dann der Konflikt wirklich gelöst am Schluss. Nicht wirklich ausgetragen. Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wo der Matthias das vorgelesen hat, ich finde, das klingt ja auch irgendwie so mega unrealistisch oder auch extrem anstrengend, so ein Anforderungskatalog. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so in diesen Emotionen oder in diesem Frust drinnen ist, oder, und so blind ist, ich meine, sind wir ganz ehrlich, wer von euch hat denn Lust zu sagen, komm, ich bin jetzt demütig. Oder? Ich meine, man ist so drin, man ist so hässig. Dann haben wir doch einfach keine, oder mir geht es einmal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte dann keine Lust zum demütig zu sein. Und schau, und genau dort sind uns die Augen aufgegangen, wo wir die Bibel gelesen haben. Uns ist wirklich eine neue Erkenntnis gekommen. Der Petrus, der schreibt das gerade 2 Kapitel später, warum wir demütig sein sollen. Auch immer noch in dem Zusammenhang von Beziehung. Es steht im 1. Petrus 5, Vers 5. Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Ich meine, es ist ja krass, Gott distanziert sich von den Stolzen und von den Hochmütigen. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber wenn ich so Leute in meinem Umfeld habe, die sich immer nur um sich selber drehen, das mache ich automatisch irgendwie dann auch. Man tut sich so ein bisschen distanzieren. Oder vielleicht kennst du das auch selber oder hast es selber schon mal gemerkt, wenn du möchtest an dem Recht festheben oder wenn du den Stolz nicht kannst loslassen, dann hilft dir dort Gott nicht wirklich raus, oder? Aber da kommt die mega krasse, unglaubliche Zusage, die Gott uns gibt, wenn wir weiterlesen. Es steht, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Durch Demut schenkt Gott seine Gnade. Hey, demütiges Handeln, das ist eine Einladung für Gottes Kraft in unseren Beziehungen. Und als ich das gelesen habe, ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gelesen, aber als ich das jetzt so gelesen habe, im Kontext wirklich mit diesen Beziehungen, dann ist mir das so aufgeleuchtet. Und ich habe gedacht, hey, das ist ja krass. Ich habe zu mir gesagt, das ist ja krass. Hey, Gott schenkt uns seine Gnade. Und ich meine, es ist nichts Geringeres als Gottes Gnade, die dort in die Beziehung kann hineingehen. Nicht nur in die Beziehung zwischen mir und Gott, sondern in die Beziehung zwischen mir und Matthias, in die Beziehung zwischen mir und anderen Beziehungen, die ich habe, darf Gottes Gnade dort hineinkommen. Und ich weiss nicht, ich bin mir das irgendwie nicht bewusst gewesen, aber ich habe gedacht, hey, das gibt es ja nicht. Weißt du, was Gnade überhaupt ist? Hey, Gnade ist das, was Gott braucht zum Leben 180 Grad drehen. Ich habe das selber in meinem Leben erleben, dass mich Gott einfach auf den Kopf gestellt hat und mich verändert hat. Und ich habe gedacht, das ist doch crazy. Genau die gleiche Gnade kommt in unsere Beziehungen, schenkt uns Gott in Beziehungen. Wenn wir in Demut sind, kommt dort Gottes Gnade rein. Das heisst, er bringt uns Hoffnung rein. Er bringt uns seine Liebe rein. Er bringt uns Vergebung rein. Er bringt uns Zuversicht rein. Er bringt uns seinen Frieden in unser Herz rein. Und das war für mich so aufleuchtend. Ich dachte, das gibt es ja nicht. Hey Gott, wenn wir dem, ich meine, wenn wir das jetzt mal so anschauen, dann klingt das ja mega attraktiv plötzlich, oder? So der Weg von der Demut zu wählen, wenn man weiss, dass Gottes Gnade dort reinkommt. Und schau, unterordnen, das hat für mich wirklich immer so gesetzlich getönt. Ja, die Frau, Mama, eine Frau soll lieben gleich. Und das hat für mich einfach so, wirklich immer so, ja, mach halt oder du sollst und so. Bis ich wirklich das gelesen habe und gecheckt habe, hey, das ist für uns gedacht, dass wir Beziehungen in Erfüllung leben können. Das hat wirklich Erfüllung für uns reinkommen. Nicht, dass es gesetzlich ist, dass man das machen soll, sondern dass wir dann erfüllendere Beziehungen können haben. Und ich habe mich wirklich gefragt, hey, kann das sein,
dass wenn wir in Demut leben, dass wenn wir uns dem anderen unterordnen, dass unsere Beziehung erfüllender sein, dass wir bessere Beziehungen leben dürfen. Hey, und das ist doch einfach so crazy. Es ist einfach so, weil Gottes Gnade genau dort reinkommt. Und schau, in der ganzen Bibel ist Demut eine Einladung für Gott, dass er wirken darf, dass er Außergewöhnliches machen darf. Genau das Gleiche sagt uns der Petrus dann im nächsten Vers, im Vers 6. Er sagt, beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Gott widersteht der Hochmütigen. Er setzt sich dagegen. Aber der Demütige schenkt er Gnade. Und das Bild von der Hand Gottes, von der starken Hand Gottes, ist nicht das Bild, wo er schlägt rein oder wir werden klein gemacht unter seiner Hand, sondern das ist ein Bild, das symbolisiert, da gibt es Schutz, das ist seine Autorität zu finden. Und das ist Gottes geniale Einladung für jeden von uns heute oben. Auch für dich daheim, wenn du das via Livestream schaust. Gott ladet dich ein, dich unterzuordnen unter seine Hand. Weißt du, was das bedeutet? Das heisst, wir müssen nicht aus eigener Kraft krampfhaft probieren, aus jedem Konflikt siegreich rauszukommen. Wir müssen nicht probieren, die Oberhand zu gewinnen. Wir müssen nicht um jeden Preis probieren, verstanden zu werden. Sondern wir dürfen Gott vertrauen, dass er für unser Recht schaut. Gott sagt, gib das ab, ich schaue für dich. Und in meinem Zeitplan, wo meistens nicht unser ist, werde ich dich erhöhen, werde ich fürs Recht schauen. Und wie geht das konkret? Das steht im nächsten Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Hey, wir dürfen unsere Sorgen, unsere Wünsche, unsere Erwartungen, unsere Enttäuschungen auch und unser Frust und unsere Resignation von mir aus. Wir dürfen das bei Gott deponieren, im Gebet. Wir dürfen das auf ihn werfen. Warum dürfen wir das machen? Weil er sich um uns sorgt, weil er sich um uns kümmert, weil er uns liebt. Oder? Und das, liebe Leute, bedeutet Demut vor Gott. Demütig sein heisst nicht, einfach immer den Kürzeren zu ziehen. Demütig heisst nicht, einfach immer auf sein Recht verzichten und einfach immer so tun, als wäre alles toll und alles lieb und ich tue mich halt unterordnen, der Harmonie zu lieb und einem falschen Frieden zu willen. Das ist nicht Demut. Demütig sein vor Gott heisst, Gott im Gebet, ich komme zu dir, Gott, mit meinem Frust, mit meiner Wut, weil ich diese Sicht nicht richtig handeln kann. Gott, ich brauche dich in dem. Verstehst du? Indem du das bettest, zeigst du deine Abhängigkeit gegenüber Gott, zeigst du deine Erkenntnis, dass du fehlerhaft bist. Gott, ich brauche dich jetzt. Schau, das ist, wie funktioniert das? Oder wir sind vielleicht hässig, enttäuscht, wir sind zornig, was auch immer. Wir sind vielleicht im Moment stolz oder wir wollen nicht vergehen. Und dann dürfen wir zu Gott kommen. Und das ist für uns eine neue Erkenntnis gewesen, durch die Predigtvorbereitung. Weil bisher bin ich immer so zu Gott gegangen und habe gedacht, ja, im Streit gehe ich zu Gott und sage, Gott, bitte, hilf mir, schenk mir deine Perspektive, hilf mir zu vergehen. Oder so die lieben, höflichen Gebete, die ja richtig sind und gut sind in dem Moment, keine Frage, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn wir die Worte von Petrus ernst nehmen, dürfen wir abladen bei ihm. Wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Das ist im Fall nicht ein harmloses Wort. Wir dürfen sie auf ihn werfen. Wir dürfen unsere Sorgen abladen. Wir müssen nicht höflich beten, sondern wir sollen ehrlich beten. Und weißt du, unsere Emotionen und unsere Wut und unsere Frustration, wenn wir das in uns haben, dann dürfen wir wie abladen. Und ich möchte, dass du das heute verstehst. Ich möchte, dass du das heute verstehst, darum hau ich da rein. Darum haben wir das Teil aufgehangen. Das ist im Fall ein Bild für das Evangelium. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Jesus ist für unseren Dreck gestorben. Genau das ist das, was ihn ans Kreuz gebracht hat. Wut, falsche Anschuldigung, Enttäuschung, Zorn, Eifersucht,
Das ist das, was ihn ans Kreuz gebracht hat. Nicht, weil ihn das irgendwie überwältigt hat, sondern weil er sich hingegeben hat als Piñata in dem Sinn. Das klingt lustig, oder? Aber Jesus bietet sich wie als Ventil an für unsere Emotionen, für unsere Schuld. Verstehst du, das klingt so abstrakt. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist für deine Sünden gestorben. Das heisst, du darfst sie auf ihn werfen. Ich sage dir sogar, seine Heilungskraft kommt erst raus, wenn du sie ablatschst bei ihm, deine Sünden. Dann, wenn es wirklich real wird, ist, wenn du sagst, Gott, es schießt mich an. Gott, es regt mich so auf. Jetzt ist sie schon wieder weggelaufen, oder ich bin schon wieder enttäuscht, oder? Und du darfst ablästern über deinen Partner bei Gott. Dürfen wir das? Darf ich meinen Dreck bei Gott abladen? Ist das fair? Ist das fair? Nein, ist nicht fair. Das Kreuz ist nicht fair. Das Kreuz ist die skandalöseste Sache, die es gibt. Einer stirbt an unserer Stelle, dass wir frei werden können. Ist das lieb? Nein, ist nicht lieb. Hat Jesus das verdient? Nein, er hat es nicht verdient, aber er bietet sich an als Ventil. Wir müssen uns bei Jesus nicht zusammenreißen. Bei unserem Partner müssen wir uns zusammenreißen. Verstehst du? Weil ihn wollen wir nicht verletzen, ihn wollen wir nicht beschuldigen, oder? Aber Jesus dürfen wir beschuldigen. Und ich weiss, du checkst es nicht, was ich jetzt erzähle, weil ich check selber auch nicht genau, was ich da erzähle. Das ist ein absolutes Mysterium vom Glauben. Die Frage ist, können wir das Geschenk annehmen? Jesus ist dein Ventil. Wir müssen bei ihm nicht höflich beten und unsere schöne Seite bei ihm zeigen. Wir dürfen bei ihm abladen. Das Angebot steht jedem von uns zu. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns einladet, unseren Dreck bei ihm abzuladen. Und jetzt kommt das Beste dran. Wir dürfen das machen, sogar wenn unsere Emotionen nicht gerechtfertigt sind. Auch wenn unsere Interpretation von der Situation falsch ist. Das ist ja so oft so, dass du in einem Streit hässig bist und eigentlich bist du die Schuld, oder? Und du bist hässig. Du darfst sogar deine Fehler bei ihm deponieren. Gott kann das handeln und Gott will das sogar handeln. Gott will sich angeben für deine Sünden, für deinen Dreck. Gott will nicht deine Höflichkeit, Gott will dich. Ich möchte, dass du das Angebot verstehst und ich möchte heute, dass du genau die Augenbinde die heute wegnimmst heute. Dass dir die Augen aufgehen heute fürs Kreuz, für das, was er am Kreuz für dich und mich gemacht hat. Der Petrus schreibt 2 Kapitel vorher, 1. Petrus Kapitel 2, 24. Jesus selbst hat unsere Sünden, oder? Das ist unser Dreck, unsere Wut, unsere Frustration, all das, oder? Am eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen, damit wir den Sünden absterben und der Gerechtigkeit leben. Und jetzt kommt's. Durch seine Striemen wurdet ihr geheilt. Das ist unglaublich. Durch seine Striemen, durch seine Wunden werden wir heil. Wieso hat Jesus Wunden? Wieso? Weil er geschlagen worden ist. Durch wer ist er geschlagen worden und ans Kreuz gebracht worden? Natürlich durch die Römer und so, aber schlussendlich durch die Schuld von dieser Welt. Jesus hat unsere Schläge getragen am Kreuz. Verstehst du? Jetzt wird es konkret, jetzt wird es persönlich. Jesus hat deine Schläge getragen. Ist das ungerecht? Ja. Ist es richtig? Nein. Aber er bietet sich an als Ventil, dass wir heilig finden können. Wenn wir deponieren, werden wir heil, oder? Und ich möchte dich einfach einladen, du darfst hier reinschlagen, du darfst hier deinen Frust, deine Resignation abladen. Du verstehst, wenn wir das nicht checken, laden wir es hier ab oder hier ab. Aber da ist Freiheit drin, oder? Und ich muss mal schauen, ob ich das jetzt schaffe, kaputt zu machen, weil da ist etwas drin, das rauskommt, wo muss rauskommen, dass die Predigt funktioniert. Kannst du mal dahinter stehen und heben? Nein, Spaß. Der Stab ist kaputt gegangen. Also weißt du was, ich mach's mal so. Wir haben einen neuen Programmer angestellt und haben eine Pinata gekauft, die man machen kann.
Sorry, Janik. Ich meine, man könnte ja auch eigentlich sagen, man kann ja drauf stehen. Ah ja, also. Oder so ein bisschen. Geht auch nicht. Oh, jetzt! Warte, hab's noch. Jetzt passiert dann genau das, was nicht passieren soll. Und schau, was rausgeht, sind so Schokiherzchen. Das ist symbolisch für seine Liebe. Er ist ans Kreuz gegangen aus Liebe. Und er schenkt den Demütigen seine Gnade. Die bei ihm abladen, weil sie merken, sie brauchen ihn. Dort wird seine Liebe wirksam. Hey, und das bedeutet nicht, dass wenn wir bei Gott in Demut abgeladen haben, dass wir dann den Konflikt verschweigen müssen, dass wir das Unrecht einfach so müssen tolerieren müssen. Es ist wichtig und es ist richtig, dass die Konflikte ausgetragen werden. Aber weißt du, was passiert, wenn wir in Demut von Gott kommen und er seine Gnade schenkt? Dann verändert er nicht den Partner, sondern dann verändert er uns. Du wirst verändert, ich werde verändert. Du bekommst eine neue Hoffnung. Du bekommst eine neue Liebe. Du kriegst eine neue Perspektive von diesem Konflikt. Und schau, das ist ja das, was dann Gnade bewirkt. Sie verändert uns selber und das ist eine Einladung wirklich von Gott, dass wir in Demut zu ihm kommen dürfen und er unser Herz verändert, dass er unser Herz verändern und so dürfen wir dann wirklich mit einer neuen Perspektive, mit einem neuen Frieden, vielleicht auch mit einer neuen Gelassenheit dann wirklich an die Konflikte dran und die auch richtig austragen, ohne dass wir jetzt aus den Emotionen rauskommen und eben unser Gegenüber noch mehr verletzen. Oder einfach auch gar nicht fähig sind, die Konflikte zu lösen, dürfen wir wirklich dort mit der veränderten Sicht von Gott, mit der Gnade von Gott an die Konflikte und die dann auch richtig austragen. Und das ist auch wirklich wichtig, das möchten wir betonen. Der erste Schritt ist, dass wir in Demut zu Gott gehen und dass wir dürfen ehrlich bei ihm abladen und dass er dann unser Herz verändern darf. Und uns einen Frieden geben, eine Hoffnung geben, eine Gelassenheit geben. Was auch immer wir in dieser Situation brauchen, dass er mit seiner Gnade mich und dich verändern und dass wir dann den Konflikt wirklich anders angehen und den Konflikt austragen. Und schau, wirklich, wenn wir bei Gott in Demut abladen, dann finden wir neue Kraft. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt er seine Gnade. Hey, und das bringt uns in Freiheit hinein. Das bringt uns wirklich in eine Freiheit hinein. Dass wir einfach dürfen, durch Gottes Kraft, dass wir dürfen Streit und Konflikt lösen. Mit so einer anderen Sicht. Und schau, wir werden nachher den Song singen, Here is my heart, Lord. Have it all. My hands are open. I let go. Und ich möchte dich wirklich einladen, gerade wenn wir das nachher singen. Wir singen nichts anderes als, hey, Gott, da bin ich, das ist mein Herz, das ist all das, was mich anschießt. Das ist mein Frust, das sind meine Erwartungen, meine Wünsche, meine Ziele. Hey, dürfen wir wirklich ehrlich, ich lade dich ein, dass du ehrlich vor ihm kommst, dass du deine Hände aufmachst und dass du sagst, schau Gott, da bin ich. Jetzt musst du mit deiner Gnade reinkommen. Jetzt musst du das machen. Ich komme demütig vor dich an, weil ich sage, ich schaffe es nicht ohne dich. Und dann kommt dort Gottes Gnade rein. Wir haben Zeit vom Gebet. Lass uns doch zusammen aufstehen für diesen Moment. Vielleicht ist es jetzt dran, dass du wie den Stab in die Hand nimmst, oder? Symbolisch und dir wie bewusst wirst, was sind die Sachen, die mich hässig machen? Was sind die Sachen, wo ich einen Frust auch habe vielleicht bist du da und du merkst, du gehst von Beziehung zu Beziehung und du hast immer die gleichen Probleme und die gleichen Frust und der gleiche Zorn, oder? Und vielleicht liegt es nicht so sehr an deinen Partner, den du hast, oder?
wenn es sich wiederholt. Vielleicht ist es ein Problem, das du mitträgst. Wenn du das bist, dann darfst du es heute abladen bei Jesus. Du darfst es abladen. Durch seine Wunden, die wir ihm zufügen, werden wir geheilt. Was für ein Wunder. Und dann darfst du das auf ihn abhauen. Und wenn du das gemacht hast, sind deine Hände frei. Und dann kannst du singen, Here's my heart, Lord, have it all. Jesus, ich möchte dich bitten für jede Person hier in diesem Raum heute. Du siehst jede Geschichte. Du siehst jede Geschichte, die noch geschrieben wird. Du siehst alle Freundschaften und alle Ehen und alle Ehen, die noch geschlossen werden und alles, was schon in Brüche gegangen ist. Und ich bitte dich, falls wir frustriert sind, falls wir hässig sind, dass du uns die Augen öffnest für das Kreuz. Für das Angebot, dass wir das bei dir abladen und für Freiheit finden. Ich bitte dich für deine Gnade, für alle Beziehungen hier in diesem Raum, für die Leute im Livestream. Mach das, Gott, was nur du kannst machen. Nur du kannst die Augen öffnen, nur du kannst heilen, nur du kannst Herzen verändern.